Fifty Shades of Grey ist die Buchverfilmung vom Weltbestseller, ist jetzt im Moment im Kino. Wir haben ihn angeschaut und was wir davon halten. Wir sagen es euch jetzt. Yeah. Anastasia Steele ist Literaturstudentin und hat die einmalige Möglichkeit, Christian Grey, einen jungen Multimilliardär, zu interviewen. Und bei diesem Interview kommen sie sich ein bisschen näher und sie treffen sich dann nachher zum einen oder anderen Date und kommen sich dann noch näher und dann findet Anastasia Steele raus, dass der Christian Grey ein bisschen eine dunklere Seite hat im Schlafzimmer. Was sicher positiv aufgefallen ist der ganze visuelle Stil vom Film. Es ist edel gefilmt, es sieht wirklich alles sauber aus. Es ist zwar alles ein bisschen trist und ein bisschen grau, passt aber natürlich zum Namen vom Film. Auch mir hat die visuelle Umsetzung vom Film sehr gut gefallen. Die Kamerafahrt, die Beleuchtung, auch die ganzen Outfits der Personen, das war hervorragend gewesen, auf einem sehr hohen filmischen Niveau, würde ich mal sagen. Ebenfalls positiv aufgefallen ist die Performance von der Dakota Johnson. Sie spielt Anastasia Steele und es ist die einzige Figur, die ein bisschen Charakterentwicklung hat. Und zwar am Anfang ist sie da das scheuche, graue Müsli, was so scheuch ist halt. Und mit der Zeit vom Film entwickelt sie so eine kecke, freche Art zwischendurch und gibt auch mal wieder Retto. Das habe ich eigentlich noch witzig gefunden. Ja, ich glaube, wir haben jetzt so etwas gesagt, was uns am Film gut gefallen hat. Und hat uns der Film als Ganzes eigentlich auch gut gefallen? Hell no! Hell no! Nein, der Film ist echt weit weg von einem Meisterwerk und zwar in ganz, ganz vielen Belangen. Und in erster Linie hat mich gestört, der Film hat ganz einen Haufen Probleme, aber in erster Linie hat mich gestört, der ist so langweilig! Und viel zu lang. Es passiert nichts. Im ganzen Film, es passiert nichts. Mich hat vieles im Film gestört, wirklich sehr vieles. Auch die Schauspielerin von der Anastasia Steele, auch wenn sie wirklich eigentlich der beste Part vom Film war, auch sie hat ein paar Sachen gehabt, die mich extrem gestört haben. Eben wie gesagt, es basiert auf der Buchvorlage, sie ist im Buch ein bisschen ein Schussel, eine tollpatschige, aber irgendwie ist sie total nervig und so eine naive, es geht einem richtig auf den Sack, man denkt sich nur so jemand, wo ja studiert, irgendwie englische Literatur, die sollte ja etwas im Kopf haben, die muss irgendwie ein bisschen intelligent sein, aber die Frau, die ist so naiv und so irgendwie zurückgeblieben zum Teil, da regt man sich echt auf, zum Beispiel ganz am Anfang, wenn sie über das Gebäude reingeht, vom Christian Grey zum Interview, dann macht die Assistentin ihre Türen auf und was ist das Erste, was sie macht? Sie geht einfach mal über. Sie stürchelt über den Türeingang, geht auf den Boden. Ich bin so ein tollpatschiges Huhn. Es ist eben echt schlimm, weil die Figuren, alle Figuren, jede einzelne ist ein wandelndes Klischee. Es ist hure schlimm. Absolut. Der Christian Grey, er ist das Klischee von dem perfekten Multimilliardär. Natürlich ein bisschen gestört von seiner Sadomaso-Seite. Aber ich meine, alles, was er ihr bietet, ist Geld. Sie ist eine materialistische Bitch. Ohne Witz. Es ist hure mühsam zum Schauen. Das Einzige, was er ihr bietet, ist von materiellem Wert. Aha. Er schenkt ihr ein Auto, er schenkt ihr teure Bücher. Er ist inkonsequent, bis am Bach runter. So schlimm. Er sagt, oh nein, du musst weg von mir. Du darfst nicht zu mir. Ich bin nicht gut für dich. Was macht er? Er schickt ihr teure Bücher, der Aff. Ich möchte noch anmerken, der Film setzt sich ein Haufen Ziel, aber er verfehlt jedes einzelne. Der Film möchte provokativ sein. Sorry, ein bisschen Brüste zeigen und das Wort Analfisting brauchen, hat noch nicht viel mit Provokation zu tun. Dann zweitens, er möchte erotisch sein. Wie gesagt, ein bisschen Brüste zeigen hat nicht viel mit Erotik zu tun. Und drittens, er möchte romantisch sein. Wer geht den Film am Valentinstag mit seinem Schatz schauen? Das weiteres Problem bei dem Film ist ganz klar der Sex. Es gibt Sexszenen, es gibt relativ viele Sexszenen, aber ich glaube, es ist der unerotischste Film, den ich jemals gesehen habe. Ja, ich meine, die Sexszenen sind vorhanden, wie du jetzt gesagt hast, aber du siehst nicht mehr als in jedem anderen Film mit der Altersempfehlung. Ja. Was mir auch ein bisschen auf den Sack gegangen ist bei dem Film, ist, dass er sich ständig wiederholt hat. Sie rennt die ganze Zeit zu ihm, er schickt sie wieder weg, weil er ihr sagt, dass er nicht gut für sie ist, dann rennt er ihr wieder nach hinten an, weil er sie doch irgendwie liebt. Dann kommt sie ihm natürlich wieder hinterher und dann schickt er es wieder weg. Und es geht immer so weiter und der Film geht 2 Stunden und spätestens nach 1 Stunde fängt es dann wirklich an nerven. Also ich bin ein paar Mal im Sessel gesessen und habe einfach nur gedacht, wann ist der Film endlich fertig? Und wenn er dann fertig war, habe ich gedacht, jetzt ist er fertig! Ich meine, was ja auch geil ist, der Climax, also der Höhepunkt vom Film, ist dann das, was ich eigentlich als normal angeschaut hätte. Ich dachte so, hui, Sadomaso, da peitschen sie einander aus und fesseln einander und weiss der Gucker was. Und am Schluss findet Anastasia Steele so, okay, dann zeig's mir doch, mach das Schlimmste mit mir, was du willst. Und dann findet er, ja, okay. Dann leitet er sie übers Knie sozusagen, leitet sie auf so einen Tisch und peitscht sie 6-mal aus mit dem Gurt.
Das Schlimmste, was du machen kannst. Das ist das Schlimmste! Der hat den ganzen fucking Raum voll mit irgendwelchen Spielzeugen und er peitscht sie 6-mal aus mit dem Gurt. Und was macht sie? Sie fängt an heulen und hey, du bist ein Arschloch und rennt davon. Fertig. Und das ist der Schluss! Wir behalten das Fazit von 50 Shades of Grey relativ kurz. Er hat uns nicht so gut gefallen. Ich denke, jedes Ziel, das sie sich gesetzt haben, haben sie relativ weit verfehlt. Er ist nicht erotisch, er ist nicht spannend, er ist nicht provokativ, wie er wahrscheinlich jetzt sein soll. Alles in allem ein ziemlicher Reinfall. Danke vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt. Habt ihr den Film schon gesehen? Hat er euch gefallen? Gebt uns doch einen Kommentar. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch ein Like. Wenn euch das Video gefallen hat, dann uns doch abonnieren. Wenn es euch nicht so gefallen hat, dann uns doch auch abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Der Film geht 2 Stunden und... Geht 2 Stunden zu lang. Genau. Was ist das? Was? Was ist das? Was ist das? Was mir auch ein bisschen auf der Sache... Ja, vielleicht hat man es gemerkt, uns hat der Film jetzt nicht wahnsinnig gut gefallen. Ja. Ich kann es gar nicht wieder machen. Danke vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt. Bitte lasst doch einen Kommentar... Nein, das ist ein bisschen schwieriger. Okay, jetzt also.